Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Inducements darf man auch gar nicht nutzen, richtig? Du darfst sie nur dann nutzen, wenn du bei Erstellen deines Teams eigentlich auf Levels oder Spieler verzichtet hast, dass etwas übrig ist, und das dürftest du dann hier nutzen. Ist ein bisschen kompliziert, ich habe es nie richtig kapiert und deshalb gebe ich alles für Skills aus. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Da kann man nichts falsch machen. Ich musste allerdings tatsächlich auch noch mal einmal kurz umbauen, weil ich da doch irgendwie noch einen Fehler am Anfang drin hatte, weil ich irgendwie mehr Geld ausgeben wollte fürs Aufleveln, als ich durfte. Du musst ja, ich weiß gar nicht, in die Mannschaft. Du musst ja auf jeden Fall irgendeinen festen Sockelbetrag über 1 Million ja schon in die Mannschaft gesteckt haben, und dann darfst du erst für die Aufstiege dann noch Geld ausgeben. Ja, ich musste um Hilfe fragen. Oh, ich darf starten. Ja. Okay, ich muss aufpassen. Diese magischen Elfen-Moves, die sind immer wieder ein bisschen nervig. Stärketechnisch sind wir ja sehr ausgeglichen. Aber dass du überall Blocken mit drauf hast, das... Ja, also ich kann eigentlich nichts. Ich kann echt nur blocken und dodgen. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Pow, um mich umzuhauen. Das ist alles, was ich kann. Sonst kann ich nichts. Ich habe auch Rüstung 7. Also wenn du mich umhaust, ist die Chance groß, dass was passiert. Ja, oh, nee, das habe ich tatsächlich inzwischen gelernt. Rüstung 7 hält. Rüstung 7 ist super. 8 gehst du kaputt, mit 9 fällst du um, aber 7. Okay, ich sehe, dann liebt dich Nuffle, wenn das schon so läuft. Ich weiß. Also jemand, den ich auch hier kennengelernt habe, mit dem spiele ich auch andere Spiele und der ist echt gut drauf, das ist Taiki. Wenn du mal gegen ihn spielst, der hat nur Pech in diesem Spiel. Das ist unglaublich. Der hat in jedem Spiel mindestens einen Toten, der würfelt Dinge, das ist unmöglich. Und wir haben jetzt so oft zusammen gespielt und jedes Mal hat er Pech. Auch gegen andere. Das ist unglaublich. Ich sage ihm immer, der hat in seinem letzten Leben hat er etwas ganz Schlimmes gemacht. Der hat ein übles Karma. So. Ich habe dein Team gar nicht angeschaut. Was hast denn du hier? Werfer, Pass, Safe Throw. Der hier macht Kick. Hier ist noch ein Blutsch. Und dann hast du doch noch diesen hier, das ist speziell. Was macht der? Aha, okay. Das sind die Hochelfen. Genau, das sind die Hochelfen. Ich glaube, da habe ich auch ein Team. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich habe die jetzt mit Moped-Hupe ein paar Mal angespielt. Die Hochelfen. Ich habe vorher gar nicht groß die angefangen, und er hat mich ein paar Spiele ganz fürchterlich immer verhauen damit. Bis er mir das dann irgendwann mal eingeprügelt hatte, dass ich mit denen nicht Bashi spielen soll. Das ist nicht da. Ja, gut, ich meine, Moped-Hupe, der spielt so super. Ich habe einmal gegen der mit Halbling, der hat mich so die Hosen runtergelassen. Das war unglaublich. Guck mal, da geht das gleich los. Da. Lustiges Amazonenschieben. Ja. Und nichts fällt hier. Na doch. Du aber auch. Ich auch. Ich fall mit. So, jetzt.
Ach, wir haben ja 4 Minuten Zeit, das ist ja Luxus. Da kann ich ja tatsächlich sogar überlegen, was ich hier tue. Ja, du spielst nicht 4 Minuten in der anderen Liga? Wir spielen meistens 3. Aha. Ja, meistens spielen wir 3. Ach, das mag ich so überhaupt nicht. Also ich spiele echt nur 4. In der Regel brauche ich 1 bis 2 Minuten. Aber es gibt einfach Züge, da will ich und da muss ich ein bisschen länger nachdenken. Ja. Ich mag nicht dieses Gestresse, wenn es dann knapp wird. Und ja. So, warte mal. So. Okay. Mhm. Oh, Moped schreibt gerade im Chat, als ihr gegeneinander gespielt habt, dass du dann sagtest, oh schön, noch nie gegen einen, musstest noch gegen Halblinge ran. Und dann flogen die ersten Halblinge. Hat er dich abgeworfen damit, oder? Der hat im ersten Zug einen Halbling geworfen und durchgerannt. Oh, shit. Oh, ja, das stimmt. Aber das hatte ich auch in meinem ersten Spiel gegen Halblinge einmal, wo ich dann dachte, ja, ach großartig, das kann ja eine easy Nummer werden. Das wird ja schön. Und dann schmiss er den und der machte tatsächlich den Touchdown. Der ging da einfach durch. Ich meine, da kann auch herrlich viel schief gehen bei den Halblingen. Das ist schon immer... Ja, es hat schon ziemlich Würfelglück, ob es dann klappt oder nicht. Ja, aber auch witzig sind die schon. Er spielt sie auch gut, muss man nicht sagen. Mhm. Ja, das hat er ja auch tatsächlich jahrelang einfach immer gespielt. Oh, ein Animationsbildschirm. Gelähmt. Deshalb habe ich die abgeschaltet, das ist immer zu viel Panik. Weiß genau. Doch, das ist der einzige, den ich noch anhab. Ich brauche diesen Nervenkitzel da nochmal zwischendurch. Ach, Morbid, selbst wenn bei den Halblingen was schief geht, finde ich die immer noch überragend witzig. Also für Halblinge, ich habe die jetzt auch irgendwie 1-2 Mal gespielt. Das ist ein witziges Spiel mit denen. Und auch gegen die Spielen ist witzig, weil das kann einfach, also entweder hast du ein nett unterhaltsames Spiel, was einfach sehr, sehr kurzweilig ist, weil es auch witzig ist, weil irgendwelche Sachen abgefahren schief gehen. Oder aber ist es überragend, was die da veranstalten und es ist einfach irgendwie schön, diesem Spiel zuzusehen oder irgendwie mit denen zu spielen, weil auf einmal 1000 abgefahrene Dinge klappen. Ist mir zu würfellastig, echt. Vor allem ist ein Spiel, das so glückslastig ist wie dieses hier, möchte ich ja. Ja. Moment, was mache ich hier eigentlich für einen Quatsch? Dies hier, da kannst du da und da kannst du natürlich auch da. Na gut, das ist zu spät.
So. Ja. Das ist gut. Oh, das war schön, dass das geklappt hat. Man schlägt keine Frauen, schäm dich. Ich hab geschubst, das ist was anderes. Ach so. Aber es ist okay. Ich schäme mich auch ein bisschen. Nee, du stehst einfach mal auf. Na gut. Es hat nicht ganz so toll geklappt, wie ich das gerne haben wollte, aber... Das ist das Nervige an Amazon. Ich hasse, das ist eigentlich eins meiner Hass-Teams, wenn ich gegen die spielen muss. Die kriegst du einfach nicht zu Boden. Ja, stimmt. So. Laufe ich da jetzt durch? Dann gehe ich in eine Tackle-Zone rein, dann gehe ich aus der raus. Sehr schön. Silber aushauen. Eieiei. K.O., K.O., K.O. Ach, komm. Ich hatte den Reroll schon weg, ne? Soll man solche Sachen eigentlich nicht machen. Aber ich wäre dann nicht durch, weil du kannst ihn hinten gar nicht schützen. Der wäre da irgendwie hilflos ausgeliefert gewesen. Na, ich hätte halt tatsächlich einfach noch einen weiter. Es hätte mir auch nicht viel gebracht, hätte ich ihn da unten gelassen. Also weil du ähnlich schnell ja auch da unten bei mir rangekommen bist. Also klar hätte ich ihn da ein bisschen besser schützen können. Aber komplett dicht stellen, vernünftig? Ja, aber dort hättest du mehr Sicherheit gehabt, als wenn er ganz alleine da unten steht. Ja, stimmt. Habe ich aber tatsächlich recht bewusst so in Kauf genommen, einfach weil wir haben es noch echt früh im Spiel. Also entweder mache ich jetzt halt einfach schnell einen Touchdown, oder wenn du jetzt schnell einen machst, haben wir ja in dieser Halbzeit noch locker Chance, da irgendwas auszugleichen. Und das war jetzt nicht so, dass es für mich irgendwie schön sicher gerade stand. Dadurch, dass du schon einen da hinten hast, war ich schon ausreichend genervt, um solche Dummheiten zu machen. Also so war mein Gedankengang dahinter. Ich möchte halt nicht zwingend ein Block- und Hausspiel mit dir anfangen, weil da, wie du siehst, bist du mir ein bisschen überlegen. Ach, ich habe ihn noch gar nicht geblitzt. Hab ich? Nee.
Nee. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das noch machen sollte, aber nein, ist okay. Ei, trotz Surehands nicht. Ei. Na, dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann soll er da liegen. Ja? Da liegt er gar nicht so übel. Das stimmt. Das stimmt. So, ich habe hier nur Unterzahlblocks. Ist nicht zu viel bei mir. Ja, inklusive Sternchen. Richtig. Kann nur so Zauberaktionen. Nein, das ist Blödsinn. Mit solchen Sachen fangen wir gar nicht erst an. Warte mal, wie weit kannst du? Du darfst da stehen bleiben. So. Du bewegst dich mal dorthin. Du bewegst dich dorthin. Nee, das steht okay da. Nee. Also eigentlich das Wichtigste, sag ich mal, in diesem Spiel ist, dass du möglichst risikoarm spielst. Je weniger du würfeln musst, umso besser, und mach wirklich nur Dinge, die wichtig sind, und Risiko nur eingehen, wenn es wirklich notwendig ist. So, mein Tipp. Ja, bin ich... hallo Reikran. Bin ich grundsätzlich komplett bei dir. Aber welche Optionen habe ich jetzt gerade? Also ich kann jetzt Risiko gehen. Also ich habe mich ja jetzt davor für das Risiko entschieden. Und jetzt muss ich ja zusehen, dass ich dich ein bisschen dann weiter unter Druck bringe, weil ich habe jetzt nichts davon, wenn du den Ball hinten komplett versuchst zu halten und dich nur allzu langsam nach vorne bewegst. Dann war meine Aktion von vorhin noch blödsinniger. Also ich hätte jetzt einfach so gut wie möglich zugestellt und warten, dass deine Leute wieder aufstehen, damit du wieder ein bisschen mehr hast. Oh, aber Reikran ist gerade hier im Chat, wo ich dich da gerade sehe. Schön, dass du online bist. Wir zwei haben ja auch noch ein Spiel offen. Gegen Reikran. Reikran spielt ja auch mit in der Bundesliga, oder? Ja, nee. Mit Reikran habe ich nämlich jetzt gleich noch in der Powerliga ein Spiel offen. Gucken, vielleicht kriegen wir das ja heute noch hin. Das spiele ich Bewohner der Unterwelt.
Eieiei. Du hast aber auch eine Menge Rerolls, wa? Ja, das Team ist echt billig. Da konnte ich Geld verschleudern. Ja, das ist gut. So. Okay. Chica Cage. Der ist wirklich schick. Der ist wirklich schick. Oh mein Gott, wir kriegen noch mehr Schnee diese Nacht. Echt? Oh, hier oben in Norddeutschland nicht so. Mit Glück kriegen wir mal ein bisschen Schneeregen zu sehen. Okay, wir am Donnerstag hat sie geschneit. Ich bin hier fast nicht mehr zum Haus hochgekommen. Mein Auto war nur noch am Durchdrehen, echt. Ganz Okay, nur wow. mit Ach und Krach irgendwie noch in die Garage geschafft. Ja. Ja, krass. Nö, das sind Probleme, da müssen wir uns in Norddeutschland nicht so mit herumschlagen. Hallo, Liemen. Du hast deinen Blitzer gar nicht reingenommen. Das steht auf der Ersatzbank, der Arme. Oh, du hast recht. Du hast recht. Ja, da musst du echt aufpassen. Ich verstehe auch nicht, warum das Blood Bowl nicht automatisch die besten Spieler einstellt. Ja. Bestimmt. Solche Sachen. Das ist mir so oft schon passiert. Ich habe mich immer so geärgert. So, nee, du darfst einfach nur aufstehen. Oh Gott. Hier jetzt ausweichen ist ja selbst für Elfen sportlich da. Ja, das sind großzügig Tackle Zones. Na komm, nee, den stehst du einfach nur auf. Nee, nee, nee.
Oh, ja. Von einem Extrem zum anderen. Okay. Ja. Haben wir doch das Beste rausgemacht. Okay, jetzt muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ach, ich gönn mir da mal einen Reroll. Oh, Ey. Ha! Das ist gut. Nee, das ist nicht gut. Also für mich. Für mich ist es. Ja. Oh nee, nicht eine Doppel 2. 1. Ey, ey, ey. Ey, das war jetzt ein ganz unglücklicher Zug. Ja. Ähm, 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 ähm. Ja. Ein Einser-Block da drauf. Mache ich den Einser-Block jetzt zuerst? Nee, muss ich gar nicht. Muss ich doch. Na gut. Verdorrig. Ja, Naffel würfelt wieder mal lustig heute. Verdorrig. Verdorrig. Ach komm. Ja.
Okay. Das läuft ja. Ja. So. Ach komm. Nein, da fällt er jetzt natürlich um. Einer, ja. Na gut. Weißt du, die unmöglichsten Dinge, die gehen gut, aber jetzt das blöde Go Through. Da war einfach nur keine Eins würfeln. Alles klar, Reichran. Nee, wenn du mit dem Laptop, stimmt, das hatten wir ja schon mal, dass das nicht so cool dann da lief. Dann lass uns das doch morgen in Ruhe machen. Ich habe morgen auch noch nicht so viel vor. Sehr schön. Ja, dann gibt's morgen wohl das Powerliga-Spiel mit Reichran. Da freue ich mich auch drauf. Gucken, ob ich dann die Stärke von meinen Bewohnern der Unterwelt mal richtig ausspielen kann. Ich habe Naffels Altar quasi von Anfang an schon mit dabei. Das heißt, ich kann mir dann schön die Starspieler dann damit reinkaufen und ordentlich faulen und draufhauen und unfair spielen. Das kann halt irgendwie richtig toll laufen oder halt auch richtig in die Hose gehen. Aber witzig wird's auf jeden Fall. Ja, ich muss zugeben, ich kenne die Ausbaudinge gar nicht in den Staaten, noch nie gemacht. Habe ich mich auch vorher noch nie mit auseinandergesetzt. Ja, da war der liebe Moped auch dran schuld, dass dieses Team so entstanden ist, wie das entstanden ist. Wir haben einen Abend mal zusammen gespielt und na gut. Nicht wirklich fest. Ja. Ja, und der hat mir das so hinempfohlen. Dass ich das mal mit dem ausprobieren soll. Kriegst halt mit Naffels Altar, kriegst du, ich glaube, immer 50.000 weniger Gold musst du für die Starspieler bezahlen. Dadurch kannst du dir dann halt einfach irgendwie nicht nur einen da mit reinsetzen, der irgendwie fiese fault, sondern dann kannst du dir auch schon relativ am Anfang einfach nette Dinge leisten. Richtig, Reigran. 13-0 wird's auf jeden Fall. Entweder einer von uns beiden wird hoch verlieren. Mal gucken, wer. Ja, das ist ein lustiges Spiel, das wir hier haben. So. Na komm, du nervst da. Du nervst so. So. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Ich kann das ja auch anders machen. Verdammt.
Oh, ich habe 50% Wahrscheinlichkeit. So, warte mal. Ja. Meine Güte. Ah, der passt. Sehr gut. So, dann mal rauszoomen. Nicht, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Nee. Ah, aber sicher ist auch anders, ne? Sicher ist anders. Oh, Nuffel. Ah. Oh, und du hast nur noch einen Reroll. Das ist gut. Oh. K.O. Ey. Ah, mein Kicker. Ach, komm. Der kommt gleich wieder. Oh, Peter ist auch da. Peter fragt, warum ich die Amazone nicht vom Ballträger weggeblitzt habe. Hätte ich das noch machen können? Habe ich das übersehen? Weiß nicht mehr. Ist mir zumindest tatsächlich nicht aufgefallen. Also da stand ja irgendwie einiges dran. Meine Güte, Nuffel. Okay, Peter, dann hast du da deine Erklärung. Das habe ich übersehen, dass ich das hätte machen können. Offensichtlich wäre das gegangen. Gelähmt. Nein! Wow, Glück. Ach, verdammt. Ade. Okay. Okay, Peter, aber wenn es zu schwierig ist, als dass es gut und einfach hier reinschieben kannst, dann ist es okay für mich, dass ich es übersehen habe. Okay. Oh, Dennis sagt, werfen und oh Gott. Da sind so viele Tackle-Zonen drauf.
Nee. Ja, der Abwurf, der ist schwierig. Der ist ja okay. So. Wie viel haben wir denn jetzt noch auf den Wurf? Immer noch. Nee. Auch wenn es gegen Liemans Empfehlung ist, ich spare mir den Blitz nochmal aus. Ich weiche nämlich aus. Und mache einfach eine Ballübergabe. Weil SSP sind ja bei uns jetzt gar nicht wichtig. So. Und jetzt? Sag mal, gegen wie viele Leute spiele ich hier eigentlich? Hast du 500 Ratgeber? 1000 im Ernst. Aber wenn's, also du kannst gerne in den Chat mit reingucken. Ich streame, ich schicke dir gleich den Link einmal rüber. Das Schöne ist, sie widersprechen sich teilweise. Von daher, wenn es dich beruhigt, ich gebe da nicht drauf Acht. Aber es geben ständig Leute hier nochmal Infos dazu, wie sie es auch getan hätten. Also weißt du, ich meine, das hier ist eine Spaßliga, es ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig zu gewinnen, aber ich finde, in einer regulären Liga, wenn Leute eigentlich beratend unterwegs sind, dann wird natürlich das Spiel verfälscht und das finde ich dann nicht fair. Wenn man im Nachhinein noch irgendwelche Meinungen, Tipps abgibt, kein Problem, aber nicht im Stil, mach jetzt das, das ist nicht so fair. Nee, da bin ich tatsächlich bei dir. Aber, also, du kannst gerne mit in den Chat reingucken. Also das ist jetzt nicht so, dass die mir hier erzählen, was ich zu veranstalten habe. Beziehungsweise manchmal erzählen sie doch Dinge dann da rein. Was und wie und wo. Aber die mitunter widersprechen sie sich. Von daher ist es okay. Aber ich habe da jetzt keine Armada an Menschen, die mir erklären, wie ich zu spielen habe. Aber wenn du möchtest, warte mal, ich suche mal einmal den Link raus. Nee, das ist hier ein Spaßturnier, da muss ich ja, das ist nicht so wichtig. Nein, aber du darfst trotzdem gerne, falls du da mitlesen möchtest, was die dann da machen, das darfst du sehr gerne tun. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, dann irgendwie nicht von mir vorgelesen zu bekommen, wenn Leute da was im Chat schreiben, sondern wenn du auch selber dann vielleicht lesen kannst. Ja gut, viel Schlaues kann ich hier nicht mehr machen. Ich werde gleich auch nicht mehr viel machen. Gleich nur noch einmal hinten reinlaufen und fertig. Mit Zaubern ist durch jetzt.
Ja, ich kann nicht einfach noch versuchen, zum Dodge zu zwingen. Und einen Dodge und einen Go for it. Ach komm. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du mehr so eine, aber immerhin noch eine theoretische Chance tatsächlich auf einen Touchdown, ne? Sie ist sehr theoretisch, ja. Ist sehr theoretisch, aber sie ist vorhanden. Mhm. Meine Güte, ich dachte, ich sei hier die Schiebtruppe. Warte mal, du hast 1, 2, 3, 4. Ne, Blödsinn. Ja. Ja. 6 plus. Oh. Ich kann nicht mal besser machen. Ich wollte gerade sagen, wird's besser, wenn du dann. Nee. Nee, also ich weiß nicht, ob die Anzeige korrekt ist oder nicht, aber ich glaube nicht. Nee. Die Anzeige ist völlig korrekt. Okay. Ja, dann. Oh! Er fängt ab! Der Pass hat geklappt. Ist unglaublich. Aber Abfang auch. Also eine 6 beim Pass und 6 beim Abfang. Nee, 5, Aber, 5. Aber da hört mein Blood Bowl-Wissen auf. Hättest du nicht auch eine Ballübergabe machen können und anschließend noch mit dem nächsten dann weiterlaufen, um dann noch einen Pass zu werfen? Yep, also du hattest ja noch eine Linienfrau stehen, an die hättest du ja theoretisch eine Ballübergabe machen können. Gut, mit der hättest du dodgen müssen. Aber hättest du an die den Ball übergeben können, mit der dann den Dodge raus und dann hättest du zumindest etwas höhere Chancen gehabt, dass der Pass ankommt. Wobei der Pass ja jetzt gar nicht dein Problem war, der ging ja gut. Ja, nee, natürlich wäre eine Möglichkeit gewesen, da wären einfach der Dodge und die Übergabe, also 2 Würfel mehr. Ja, müsste man jetzt ausrichten, was hier von der Wahrscheinlichkeit besser wäre oder nicht. Vermutlich ja. Ja, aber also es wäre möglich gewesen, dass so Absolut, ja. Also wenn sie freigestanden wäre, hätte ich es gemacht, weil
weil da noch ein Dodge war und die Übergabe ist in der Tackle-Zone. Da wäre es vermutlich eine 4 plus gewesen, 3 plus Dodge. Ja, ist wahrscheinlich immer noch besser als eine 6, eine 5 plus, eine 6 plus zu würfen. Ja. Ja, weil da war ich mir nämlich jetzt die ganze Zeit unsicher, ob das dann schon zählt. Nee, aber die Ballübergabe ist ja dann noch keine Aktion. Also du kannst ja nicht 2 Pässe werfen. Aber wenn du nur die Übergabe machst, müsste das ja drinne sein. Ach, bin ich denn blöd. Jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, wer bei mir draußen steht. Aber mein Blitzer, der ist auf jeden Fall drauf. Ja, ich habe den gesehen und dachte... Ich habe nur gesehen, dass der Blitzer drauf war und dachte, ja, dann hast du noch ein K.O., dann steht ja sowieso alles. Jetzt ist der Feldspieler mit Ballentreißen draußen. Jetzt wäre der mal hilfreich gewesen. Ja, es kommt davon, wenn ich mit Sure Hands unterwegs bin, bringt dir das Skill nichts. Ah, okay. Dann löst sich das auf. Ist ja eine beliebte Taktik, deshalb schaue ich, dass der Ballträger Sure Hands hat. Ja. Und, siehst du, das habe ich nämlich auch noch nicht gewusst. Peter schrieb gerade im Chat, dass zuerst das Ballabfangen gewürfelt wird und dann erst der Pass. Mhm. Autsch. Ach. Roms. Gefühl wieder, ne? Das ging jetzt das zweite Mal schon schief. Naffel liebt mich mal wieder. Das ging jetzt das zweite Mal schief. So.
Tempo. Hm. Aber du kriegst die ja auch nicht umgehauen, ne? Ja, das ist Sinn und Zweck vom Blotsch. So, dann haben wir noch einen hinten stehen. Oh, ich glaube. Eieiei. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass bei Amazonen gegen Elfen in der ersten Halbzeit noch kein einziger Touchdown gefallen ist. Ja, es ist ungewöhnlich. Das ist ja der Grund, weswegen ich da auch irgendwie da im zweiten Zug so aggressiv rangegangen bin, dass ich dachte, ja, da fallen jetzt eh noch 1000. So, versuch den mal da jetzt irgendwie reinzubringen. Auch auf die Gefahr hin, dass es schief geht. Aber dann haben wir uns ja echt so viele hin und her geschoben. Nee, nicht so. Ja, der Ball liegt jetzt echt scheiße hier. Ja. Ja, richtig, Peter. Ich spiele ohne Fänger. Irgendwas musste draußen bleiben. Ich dachte, die sind alle in der Geschicklichkeit so hoch. Vielleicht fängt jemand anders den Ball mal. Ja, mit Gewandtheit 4 ist das gar nicht so unwahrscheinlich. Ja. Also wenn du dann halt noch irgendwie Fangen damit drauf hast, ist es schon... Dann kannst du halt richtig, richtig schöne Sachen dann auch im Passspiel machen, aber ja, kannst halt nicht alles mit reinnehmen, ne? Da war selbst bei diesem Turnier die Kohle irgendwann zu Ende. Oh, sag mal, Tom, wo hast du eigentlich diesen wunderschönen Emoji her, du? Ich will den auch haben. Mal so ein Emoji mit Engelsflügeln. Wow. Oh. Aller guten Dinge sind 3. Dass ich das noch erleben darf. Oh, du stellst das auch immer riesig wunderschön dicht. Ja, so wunderschön dicht ist es eben gar nicht. Ja, aber... Also ja, es könnte dichter sein, aber schon so ein bisschen Pulk da.
Hm. Ach. So. Wie weit kannst du dich bewegen? Das ist ja schon mal Quatsch. So, du gehst mal dorthin. Dann rückst du bitte dort rüber. Rückst du daran? Du dann dort. Machen wir den Kram? Oder? Ach komm. Wenn ein Einser-Block, dann doch bitte da, wo es wichtig ist. Okay. So. Wieso? Ja, genau. Das ist eine Liga, nee, keine Liga. Oh, Schuti, der musste mir, glaube ich, ein bisschen helfen. Das ist keine Liga, sondern das ist ein Turnier. Und es gibt in diesem Turnier keine SSP, sondern wir haben einen höheren Betrag an Geld zur Verfügung zur Teamerstellung bekommen. Das läuft nach festen Tabellen, wer wie was bekommt. Und dann stirbt nichts, also alles wacht zum Ende wieder auf, nichts ist verletzt oder bleiben Verletzungen? Nee, ne? Nee. Also du startest im Prinzip immer wieder mit demselben Team im nächsten Spiel. Ja, genau. Das heißt, du musst einfach am Anfang einmal clever gewesen sein, dass du dir das tollste Team erstellt hast. Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber... oh. Mal gucken, ich weiß, es läuft so ein bisschen, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nach dem K.O.-System, aber jetzt nicht komplett. Das heißt, der Verlierer heute hat danach auf jeden Fall... eine Verletzung ist raus. Also schlussendlich sind es vorgefertigte Teams, jeder hat einen gewissen Team-Value, mit der er Skills vergeben kann oder Verbesserungen. Es ist ein Resurrection-Turnier, das heißt nach dem Spiel wird alles resettet, es gibt keine SSP und wir spielen im Doppel-KO-System, ein Team, das zweimal verliert, das ist aus dem Turnier draußen. Okay, alles klar. Kurz gesagt.
Siehst du, dann habe ich den Anfang richtig erklärt, aber bei dem K.O.-System, da war ich dann raus. Okay, Doppel-K.O. und dann... Ja, macht es ein bisschen spannend. Also ich bin beim letzten, habe ich das erste Spiel verloren und da konnte ich doch trotzdem noch den Turniersieg machen. Ansonsten einmal verlieren draußen ist schon ein bisschen gar schlecht, weil du kannst echt einfach so ein Pechspiel haben und dann ist es vorbei. Ja, das stimmt. Ja, vor allen Dingen hast du ja dann einfach Mannschaften, wo du weißt, die sind, egal wie dicht man versucht, es ja durch diese unterschiedlichen Geldmengen, die man zur Verfügung hat, dann daher versucht man das ja einigermaßen gerecht hinzuschieben, aber du bist halt irgendwie der einen Mannschaft bist du unterlegen, der anderen bist du im Vorteil gegenüber. Oh Moment, den habe ich übersehen. Nein! Pfui, schlecht. Ja, danke Peter. Viel Spaß bei Sascha. Genau, Sascha spielt jetzt auch parallel. Ich meine, selbes Turnier. Niemand, wen meinst du mit, wer beim letzten Mal als Gegner die Orks hatte? Also bei diesem Turnier ist das jetzt der erste Spieltag. Wir haben beide noch kein Spiel gehabt. Oh Gott. So, krieg ich den da jetzt rausgeschoben. Ja, im Endspiel muss ich gegen die Orks antreten, das stimmt. Mit Kislev gegen die Orks und ich habe mit viel Glück gewonnen, muss man sagen. Ach komm. Nein! So viele Züge haben wir gar nicht mehr. Ja, eigentlich schon, wir haben doch erst gestartet. Ja, aber ich befand, ich könnte noch einen Reroll einsetzen. Musste mir das nur gut reden, dass ich das tue. Eieiei. Ah, solange du schiebst, ist es ja okay. Ja, es ist echt ein Geschiebe, hier geht nichts kaputt. Naja, einen Verletzten habe ich draußen und einen K.O. Also ein bisschen was ist ja schon. Aber dieses Knäuel in der Mitte, das stresst mich ja so ein bisschen, ne?
Ei, ei, ei. Und weiter Geschiebe. Ja, dann gibt's halt wieder keinen Durchbruch. Und es wird weitergeschoben. Meine Güte. Oh. Oh, da fliegt jetzt was. Wow. Oh, aber mit Animationsbildschirm. Da fliegt wirklich was. Stunt. Okay. Oh nee, das war gar nicht gut. Nein, was mache ich da? Was mache ich da? So. Ja, hast du doch wieder gerettet gekriegt, doch. Okay. Eieiei. Ja, ich komme irgendwie nicht vorwärts. Ja, aber ich auch nicht so richtig rein. Ich auch nicht so richtig rein. Alles hier so Einser-Blocks da hinten. Ach komm. Hat Blocken, ne? Komm. Nein. Wie viel der Zug? Ich habe noch 1, 2, 3, 4. Nein, ich nehme keinen. Das tue ich mich schwer mit solchen Sachen noch. So ungeduldig bin ich, sagst du, Liemen? Ja, immer. In diesem Spiel permanent. Ich weiß das auch ganz genau. Hilft trotzdem nichts. Also das ist tatsächlich mit eine der Gründe, weswegen ich mit am meisten auf die Mütze kriege bei irgendwelchen Spielen. Das ist ja auch genau das, was am Anfang dann da gewesen ist, wo du dann ja auch meintest, irgendwie also du wärst da nicht durchgegangen, hättest nicht versucht, durch die Linie zu gehen. Aber das sind bei mir so Sachen, nee, da will ich. Nee, Ungeduld ist echt ein schlechter Ratgeber in diesem Spiel. Ja,
Ich weiß, aber das hindert mich nicht daran, dem regelmäßig nachzugehen, ne? Ich möchte fast behaupten, dass das somit meine größte Fehlerquelle ist. Ah. So, da liegen sie, die Elfen. Ja. Und zwar allesamt doch. Nee, 2 stehen noch. So, du bewegst dich mal bitte dahin. Sich dorthin. Mann! Ja. So, halt. Okay. Hier, dann kannst du, wenn das gut geht, schwieriger reinrücken. Komm. Nö, geht nicht gut. Macht aber nichts. Ja, mehr kann ich auch nicht bewegen. Ja, war ja schon genug. Ach, hätte ja blocken. Hat ja blocken. Ich hatte mich für einen kurzen Moment gefreut. Ja.
Schade. Okay, jetzt wird es ohne Wunder schwierig. Gucken wir mal. Ah. Na gut. Raigran, ich habe keinen Schimmer. Schuti, weißt du das? Bei einem Unentschieden? Wie würde es da laufen? Da gibt es eine Verlängerung. Es muss hier einen Gewinner geben in diesem Co-System. Ja. Wegen 7. Okay. Ja, jetzt machen wir einfach das Wunder. Ja, das wäre echt ein Elfenmove. Ah! Oh, schon beim ersten Nein! Oh, da war nix. Ich habe ja noch einen Reroll. Nein! 2x1, unglaublich. Ich meine, es wäre schon ein Wunder gewesen, wenn das klappt, aber dass du gleich zu Beginn 2x1 machst, das ist schon Nuffel-mäßig. Wobei, so nur für mein Gemüt ist es schon schöner, wenn das am Anfang gleich schief geht, als wenn ich jetzt wirklich so komplett durch und dann klappt der Block nicht oder so. Also nicht, dass der wahrscheinlicher gewesen wäre mit zwei roten Würfeln, aber rein emotional ist es so einfacher zu verkraften. Das hast du schön gesagt. Ach, ich habe hier Rerolls zum Vergessen. Nein. So. Ja, da komme ich ja nicht mal mehr theoretisch mit irgendjemandem ran. Oder?
Nö. Nee. 3, 4, 5, 6, nichts. Ich könnte mich... Doch, guck mal hier, das kann ich noch machen. Hinstellen. Das kann ich noch machen. Kann den hinstellen, dass es dann... Nee, kann ich nicht. Doch, ich habe noch einen Reroll. Wow! Der kommt da an. Okay. So. Ja, aber jetzt kann ich nicht noch weiter irgendwie was nach unten packen. Oh, nee. Das ist ja jetzt Quatsch. Könnte noch mal blitzen irgendwo. Aber das bringt ja jetzt alles nichts. Also jetzt noch mal auf irgendwas zu blitzen, da ja nichts aufsteigt und irgendwas, ist das ja eins. Nö, eigentlich können wir es schnell machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie du da noch entscheidend eingreifen könntest. Nee, kann ich nicht. Also ich kann dadurch, dass du da jetzt nicht Doppelschädel und dann klappt das Rausdodgen nicht. Das wäre so das Einzige gewesen, was jetzt noch hätte schief laufen können. Aber irgendwelche SSP kannst du ja jetzt eh nicht mehr farmen. Also bringt ja nichts. Spieler rausnehmen. Wofür? Das ist ja auch nichts. Ja gut, okay, du hast noch einen Zug. Du könntest noch einen One-Turn-Touchdown versuchen. Das stimmt. Den kann ich noch. Siehst du, genau deshalb sollte ich solche Dinge nicht machen. So, fertig. Touchdown, nichts mehr machen. Ja. Siehst du, aber ja, auch bei One-Turner, der... Frag mich nicht, wie es geht, ich kann es auch nicht. Genau das ist nämlich tatsächlich mein Problem. Du musst irgendwie, das muss ich echt nochmal üben. Also, lieber Chat, wenn ihr es wisst, dann dürft ihr ihm gerne beraten. Ja, ich bezweifle, dass mir das irgendjemand in 4 Minuten jetzt erklärt kriegt, wie man das aufstellen muss. Weil ich muss ja meine eigenen Leute... Du musst irgendwie mich in dich reinschieben und dann von oben 2, 3 Felder in mein Gebiet reinschieben. Irgendwie so funktioniert das. Theorie klar, ja. Aber Praxis frag mich nicht. Genau, aber das... Es ist auch sehr unwahrscheinlich. Du musst so extrem viel würfeln. Es kann gelingen, aber es ist völlig unwahrscheinlich. Deshalb habe ich mir das nie angetan. Ja. Oh Gott. So. Ja, warte mal jetzt. Wie kann denn das geschehen, dass ich... Es erschließt sich mir auch tatsächlich noch nicht. Also ich müsste ja irgendwie von schräg jemanden blocken. Ich muss mich irgendwo dahinter gestellt haben. Also du musst eigentlich einen ziemlich großen Pulk in der Mitte aufstellen. Ja. Und das Ziel ist ja, was hast du? Movement 7 ist das Maximum, das hast du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich nicht irgendwie noch... Stimmt, 7 ist das Maximum. Das heißt, du müsstest dich 3 Felder so in mein Gebiet reinschieben. Ja. Und das machst du, indem du einen deiner Spieler hinter meinen Spieler stellst und meinen Spieler die ganze Zeit mit Pushes auf deinen Spieler schiebst, so dass er sich 3 Felder zu mir reinschiebt und dann noch mit 2 Go-Frits durchrennen. Aber das ist so ein riesiges Gewürfel, also. So ist die Theorie, aber wie man das jetzt genau aufstellen muss, damit das funktioniert, da bin ich überfragt. Ich auch, in Gänze. Ach, weißt du was? Nein. Das kriege ich in den 2 Minuten nicht begriffen. Das bestätigen wir einfach so. Und ich sage Glückwunsch zum Sieg. Es war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß. So, jetzt machen wir zumindest noch mal hier für die Show einen schönen Nee, machen wir nicht. Nicht mal den Ball heben wir auf. Nicht mal das können die Elfen. Nicht mal das. Eieiei. Ja, dann haben sie auch verdient verloren.
Ja, war wieder mal ein interessantes Spiel. Also Naffel hat wieder mal alles gegeben. Ja. Aber es war wirklich, wirklich ein spannendes Spiel. Aber aber komm, die Würfel, also wenn du jetzt mal auf die Würfel